sollten wir hinbekommen. Ich habe die 22.000 Kanalpunkte geknackt. Es wird. Ja. Du bist da sehr, sehr aktiv dabei, Birgit. Ja? Also das wird dann natürlich dann auch entsprechend entlohnt. Das ist sowieso klar. So, ihr müsst mir bitte jetzt Feedback geben wegen dem Spiel. Ja, weil das ist natürlich jetzt wieder anders bei. Das wird jetzt von der Lautstärke her wieder ganz anders sein. Aber wenn ich mir ein OBS-Set so anschaue, scheint das okay zu sein. Zumindest gerade aktuell. So. Spei schließt nahtlos an Teil 2 an. Yamar prestar ein. Hanmathonenen. Hanmathonechai. Anastonet. Die Macht des Feindes wächst. Sauron benutzt Saruman als Marionette, um das Volk Rohans zu vernichten. Auf nach Helms Land! Lasst niemanden am Leben! Ja, da waren wir gerade. Isengard wurde entfesselt. Die Festung ist eingenommen! Rückzug! 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 Beeilung! Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des 5. Tages, bei Sonnenaufgang. Schaut nach Osten. Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Gandalf. Er trifft genau dann ein, wann er es beabsichtigt. So episch die Szene. Für den König! Ihr werdet sehen, das Spiel ist noch mehr ein anderes Level. Find's geil, wie die Filmsequenzen einbauen. Oh ja. Das Spielemaking damals, Spieldevelopment früher war ganz anders. Ihr seht es, wir machen grafisch einen gewaltigen Sprung. Gandalf! Willkommen zurück! Nehmt das, wenn ihr wollt! Oh, es ist schön, wenn man direkt noch Feedback hat. Nicht gewachsen! Für alle freien Völker! Der neue Gandalf hat Temperament! Haben wir mitten in der Schlacht in Helmsklamm. Legolas? Gandalf, hier herauf! Wir müssen die Mauer verteidigen. Schnell, da kommen noch mehr. Die Leiter hoch!
Muss man natürlich, das Spiel ist ein wenig zügiger. Stimmt, der Gandalf hat Magiegeschosse gehabt. Ja, ich weiß schon, dass wir auf den Lord auf müssen, aber ich möchte erst ein wenig Uruk-Eis zusammenballern. Au. Au. So, müssen wir schauen, weil dieses... Aha, ich muss schon denken. Ja, wir machen mal wieder Noob-Modus, okay? So, gehen wir da mal auf, ja? Vernichte sie mit deiner Magie. Zerstöre ihre Pfeile. Wir müssen den Dammweg räumen. Boah, da geht's richtig rund in dem Spiel. Du fühlst dich richtig in die Schlacht einversetzt. Wir dürfen nicht warten. Zu Aragorn. Schnell kurz lohnen, wie wir vom Ton her haben. Ja, das schaut gut aus. Passt. Uäh. So. Schnell, Gandalf. Ich komme, Aragorn! Super. Ja, ja, chill. Vernichten wir sie. Sammelt alle Waffen ein. Oh, perfekt, Modus. Also allein, das ist so krass, was das für ein Unterschied zum zweiten Teil ist. Oh, das ist eine riesige Potion, sehr gut. Stimmt, da hat's nämlich Speere gegeben. Die haben jeden Ork, wenn er nicht das Schädelcode hat, oder jeden Gegner, wird da sofort gekillt. Wie gesagt, das zählt jetzt nicht für Schildgegner. Wir haben gesiegt! Ja, noch nicht. Shit, Orks auf Zeiten rammen. Uruk-Eis, haben noch gar nicht Orks. Also ich weiß, dass man die Ballisten benutzen muss, aber ich kämpfe jetzt da einfach gerade einmal für mich nur so ein bisschen mehr, länger, damit ich einfach wieder gut in das Spiel reinfinde.
So. Ich glaube, irgendwann, ja genau. Irgendwann beendet sich das von selber. Zurück zu eurem Meister, Kreaturen der Schatten. Wir haben gesiegt! Saurons Zorn wird schrecklich sein. Seine Vergeltung rasch folgen. Oh, Sauron ist zintig. Die Schlacht um Helms Klamm ist vorüber. Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Nice. Ah, perfekt. So, das ist wieder genauso wie im zweiten Teil. Am Ende hast du immer so eine Bewertung, wie du Gegner gemacht hast. Die Bewertungen sehr gut und ausgezeichnet sind lukrativer, allerdings musst du für diese mehrmals hintereinander treffen, ohne selbst verletzt zu werden. Ich glaube, so viel sehr gut Kills und ausgezeichnet und perfekt Kills wie jetzt so in der ersten Mission habe ich glaube im ganzen zweiten Teil nicht erreicht. Erreichst du die Bewertung perfekt, verursachst du mehr Schaden und bekommst sehr viele Erfahrungspunkte. Gibt eine Gesamtwertung von ausgezeichnet, Freunde der Sonne. Für das, dass ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Haben wir jetzt einfach mal auf den Schnulz 16.440 Erfahrung. So, mit Erfahrungspunkten kannst du Upgrades für deine aktuelle Figur oder die ganze Gemeinschaft kaufen. Das ist basically quasi wieder so wie im zweiten Teil. Gemeinschafts-Upgrades können nur Figuren mit dem erforderlichen Level benutzen. Glückwunsch, du hast in der letzten Mission genug Erfahrung gesammelt, um aufzusteigen. So, wir haben jetzt insgesamt auf Level 3. Ne? Und dann verhält es sich, wie gesagt, wieder wie im zweiten Teil. Da gibt es dann wieder sämtlichste Fähigkeiten und Kombinationen und was das wie es ist. Und da hat ja jeder Charakter so seine eigenen Dinge mehr. Also die ähneln sich immer, heißen halt anders, aber machen basically quasi immer das Gleiche. So, was haben wir jetzt so? Nebel des Krieges, Beschwerde, Ohrklinge. Haben wir denn da wissen? Was haben wir denn auf Stufe 2? Auf Stufe 3. Macht des Magiers. Magischer Schiff verursacht mehr Schaden und hält länger. Das ist eine ziemlich gute Fähigkeit, weiß ich noch. Glühende Rache, was haben wir da? Greife an, sobald du widerstehst und deine Gegner. Licht des Pilgers, dieser Blitz verursacht größeren Schaden. Nehmen wir. So. Was haben wir dann noch auf Stufe 1? Der Orkfeller, ja, der ist gut. Das ist eine coole Kombo. Jüngstes Gericht, Stärke der Felsen, verbessert dauerhaft deine Gesundheit. Nehmen wir. Ja, genau. War perfekt einkauft, da die Song. So, Dampfe, habe ich die 5 von 5 Urukai-Masken. Ja, 5, immerhin. Immerhin 5. Perfekt. So, und da ist natürlich auch so, du wirst nach jedem Level gefragt, ob du speichern willst. Ja? Also speichern, übersehen kannst du dem Spiel quasi eigentlich nicht. Gott sei Dank. Das Auge Saurons richtet sich nun auf Gondor, das letzte freie Königreich der Menschen. Sein Krieg gegen dieses Land wird rasch heraufziehen. Er spürt, dass der Ring nahe ist und die Kraft des Ringträgers wird schwinden. Am Ende wird dieser Krieg vom kleinsten aller Dinge entschieden werden. Der Ring wollte gefunden werden. Meine Reise begann, als ich zum ersten Mal nach Beutelsend kam. Denn damals erkannte ich, wie geschickt er in die Welt der Menschen zurückgekehrt war. Rätsel in der Finsternis. Er ist mein Schatz. Aber es stellten sich noch viele Fragen. Fragen, die nur Minas Tirith, die Stadt der Menschen, beantworten konnte. Wir schreiben das Jahr 3434 des zweiten Zeitalters. Dies sind die Aufzeichnungen Isildurs, hoher König von Gondor, der berichtet, wie der Ring der Macht gefunden wurde. Er ist zu mir gekommen. Der eine Ring.
Er soll ein Erbstück meines Königreichs werden. Alle Nachfahren gleichen Blutes sollen an sein Schicksal gebunden sein, denn ich will nicht wagen, dass dem Ring etwas zustößt. Er ist mein Schatz. Mein Schatz. In diesem Moment wurde mir alles auf schreckliche Weise klar. Ich schmiedete Pläne für einen großen Krieg und musste mich doch auf andere als Hüter unseres Schicksals verlassen. Quasi nochmal so ein kleines Es war Recap. das Schicksal Aragorns, des Thronerben, diesen Krieg zu führen. Ich sah Streiter aller Völker, die an seiner Seite in die Schlacht ziehen. Gemeinsam lockten wir den dunklen Herrscher vor Minas Tirith in eine Falle. Doch in Wahrheit ist unser Krieg nur eine Finte. Denn um Sauron gänzlich zu vernichten, muss der Ring zum Schicksalsberg gebracht werden. Unser aller Geschick liegt also in den Händen zweier kleiner Hobbits. Ja, mal wieder. Auf ihrer langen Reise erwarten sie schreckliche Gefahren. Ich hab gestern Nacht noch mal sehr stark über Hogwarts Legacy nachgedacht und mir dann Mount and Blade 2 Bannerlord gekauft. Dampfe, das Spiel sagt mir per se jetzt leider nichts. Hogwarts Legacy würde ich dir aktuell am PC nicht empfehlen, aufgrund von starken Performance-Problemen. Ich selber hab's mir schon geholt. Ja, ich werde es aber nicht im Stream zocken, sondern für mich privat. Und ich hab's aber auf der PS5 und da läuft's also wirklich sahnemäßig. Also ist schon wahnsinnig geil, das Spiel. Kann man wirklich nichts sagen. Ja, ich werde warten, bis hier mal für 50% im Sale ist. Ja, dieses. Also, ja, ich habe jetzt am Donnerstag beim Mike ein bisschen zugeschaut gehabt und es hat halt, ich wollte ja eigentlich auch warten, ne? Weil ich halt mir nicht sicher war, A, ob es ein Hype gerecht wird und B, ob es überhaupt performance-technisch so abliefert, wie es abliefern soll. Und habe mich dann natürlich in meiner Nachtschicht, weil ich habe ja sonst nichts Besseres zum tun, habe ich mich ein bisschen informiert über die Sache, wie es aktuell ausschaut, und es ist halt wirklich durch die Bank gestanden, Performance-Probleme am PC sind halt heftig. Auf der Konsole wiederum überhaupt nichts. Also ich hab jetzt erst 2 oder 3 Stunden gespielt, weil ich jetzt unterwegs war die ganzen, komplett gestern, aber auf der PlayStation 5 läuft es wirklich sahnemäßig, also du kannst nichts sagen. Und schaut auch wirklich verdammt gut aus. Aber gut. So. Ich will auch keine 70 € ausgeben für Xbox One, beziehungsweise kann ich nicht. Ja, es ist schon gut teuer momentan. Es ist schon wirklich verdammt teuer. Ja, aber ich hab mir gedacht, ich gönn's mir jetzt einfach mal. Ja. Wahrscheinlich bereue ich es in einer Woche wieder, aber okay. So, Freunde, wir haben aber heute nicht bei Harry Potter, wir haben jetzt bei Herr der Ringe. Das Spiel baut sich ein bisschen anders auf wie der Teil vorher. Wir haben da 3 Handlungsstränge, wenn man so will. Ja. Wir haben einmal einen Weg des Königs. Ja. Das ist der mittlere Pfad. Der geht bis nach oben. Bis daher. Beziehungsweise das zählt eigentlich nicht. Das sind die schwarzen Tore, da vereinen sie dann mehr oder weniger die Wege. Aber es gibt halt, wie gesagt, 3 Pfade. Das ist einmal der Weg des Königs, der ist in der Mitte. Der Weg des Zauberers, das ist der linke Pfad. Das geht bis da rauf. Und der Weg der Hobbits, der ist auf der rechten Seite. Ja? Das geht auch bis da rauf. Ziel ist es, man muss alle Missionen spielen und abschließen, damit man am Ende die Schicksalsklüfte freischalten. Ja, das ist das letzte Level. Genau. Und das können wir jetzt bei dem Spiel tatsächlich wirklich schön gestalten, weil wir können abwechslungsmäßig einfach einmal Weg des Zauberers, einmal Weg des Königs und einmal Weg der Hobbit spielen. Ja? Ich persönlich, ich schlage jetzt vor, wir fangen mit Weg des Königs an, das sind die Pfade der Toten. Die Level in dem Spiel haben ein bisschen länger als wir im zweiten Teil. Genau. Man kann insgesamt, ja, seht ihr gleich, fangen wir mal mit den Pfade der Toten an. In dem Spiel gibt es ein paar Charaktere mehr. Ja. Natürlich gibt es dann noch 3 versteckte Charaktere, welche das sind, das sagen jetzt noch nicht. Auf alle Fälle kannst du die Pfade, also der Pfad des Königs kannst du immer zwischen 3 Charakteren wählen. Das ist einmal Gimli, Legolas und Aragorn. Legolas haben wir im zweiten Teil gespielt, spielen wir dafür jetzt nicht. Vom Gimli, weiß ich nicht, der gefällt mir vom Spielerischen her nicht so. Deswegen werden wir einen Weg des Königs, wie der Weg schon so schön beschreibt, komplett mit Aragorn spielen. Ja? Ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber die Performance-Probleme haben sehr merkwürdig. Es läuft
bei Light flüssig auf der GTX 1070, der GTX 1070 und es ruckelt beim Machen mit einer 4090. Marius und seine Freundin haben die exakt selben PCs, bis aufs Gehäuse und Lüfter. Bei ihrer läuft's butterwach, bei ihrem ruckelt's. Ja, das verstehe ich persönlich auch nicht. Ja, aber ja, wie gesagt, beim Mike ist es halt vorgekommen, dem ist einmal der Stream gecrashed, der hat teilweise eine GPU-Auslastung von 100% gehabt. Und ich wollte mich halt jetzt nicht auf das Glatteis begeben, dass ich halt sage, ich kaufe mir jetzt ein Spiel und dann habe ich nichts davor, weil es halt ruckelt wie Sau. Und da es ja sowieso nur ein rein Singleplayer-Spiel ist, aber man dachte, hey komm, nutzt dein PS5 auch mal, weil das hast du ja schließlich nicht auch nur zum Staubfangen. Well, leck, jetzt kriegt bei mir der Kindheitsflashback. An den Auswahlbildschirm kann ich mich noch extrem gut erinnern. Das Spiel war anders. So. Wir zocken mit dem Aragorn. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, muss Sauron glauben, dass wir den Ring gegen ihn einsetzen. Das wird ihn ablenken und seine Armeen in unsere Falle locken. Deshalb bereite ich die Rückkehr des Königs von Gondor vor. Ich find's halt einfach so geil, wie die da die Filmsequenzen mit eingebaut haben. Isildurs Erbe den Ring der Macht besitzt. Außerdem führt Aragorn die einzige Waffe, die Sauron fürchtet. Und er hat die Macht, selbst einen toten König und seine Armee zu unterwerfen. Um den Köder auszulegen, müssen Aragorn und seine Gefährten zum Dwemer-Berg. In den Tiefen des verlorenen Berges erwarten sie schreckliche Prüfungen. Sie müssen sich dem Zorn eines verfluchten Volkes stellen und dessen König unterwerfen. Erst dann wird Aragorn eine Armee aus der Dunkelheit führen, der nicht einmal Saurons Horden trotzen können. Die Lebenden allein können Minas Tirith nicht halten. Sie sind auf den Zorn der Toten angewiesen. Der Weg ist versperrt. Die Toten haben ihn einst angelegt. Und die Toten bewachen ihn nun. Er ist versperrt. Die Luft ist von Bosheit erfüllt. Ja, da haben wir. Fahrer der Toten. Auf diesen Pfad. Ich fand's echt schade, dass bei Mike nichts wird, aber ich kann's verstehen. Ja, das hat... Welche Armee würde an einem solchen Ort verweilen? Das hat dann einfach keinen Taugt nicht. Das macht dir als Streamer keinen Spaß und denke als Zuschauer auch nicht. Also Mike sei Schritt definitiv nachvollziehbar. So, Fahrer der Toten, Freunde der Sonne. Ich find's halt so krass, was das für ein Grafiksprung damals gewesen ist. Von der also vom zweiten Teil auf den dritten Teil. Das sind ja Weiten. Die Geister der Toten. Diese Geister erwecken uralte Knochen zu neuem Leben. Die Gnadenstöße haben nicht so geil gemacht in dem Spiel. Au. Mir hat der Tauder über den Haufen gerannt. Gibt's auch noch in Herr der Ringe. So. Perfekt. Beim Aragorn haben wir einen Pfeilbogen, ja. Als Waldläufer halt eigentlich relativ typisch. Aber die Mike. Das war in der PS2-Ära, da haben grafisch ziemlich Hammer Spiele rausgekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das erschienen ist. 2003? Ja, ein Down mit einem Speer abwerfen. Ja, perfekt. Los, wir haben den Bandzauber gebrochen. Stimmt nicht, Harry Potter. Ja, das weiß ich nicht mehr. Das ist, der Harry Potter ist sehr, sehr lange her. Ich höre schon mit die ganze Zeit. Sehr schön. Ich hoffe, bei dir ist es fit, Alter. Machst du heute um 2 pünktlich, Mike? Mir ganz und gar nicht.
Ja, wie darfst du das finden, wenn... Da die auch nicht cool finden, wenn ich durch einen geisterverseuchten Berg durchgehen müsste. Ich feiere jetzt im Moment eigentlich nur, dass ich wieder Trefferfeedback habe. Ich weiß ganz genau, wenn ich mein Schwert da irgendwo hinrenne, dann weiß ich, wann ich triff. Ja? Das war ja im zweiten Teil quasi non-existent. Aktuell Lauf... Wie was? Ja, 14 Uhr, aktuell Laufgut. Sehr schön, passt, perfekt. Das ist zauberhaft. Meine Planung geht mir dann schon wieder auf. Kleiner Funfact. Wenn man einen Pfeil bzw. Munition voll auflohnt, haben wir mehr Damage. Mehr Damage, mehr gut. Im Film sowie in den Spielen, die fast kopflose Nick. Ja, stimmt, richtig. Sehr schön. Trefferfeedback hat der Dwarfs gestern nicht gehabt. Ja, also Teil 2 war geisteskrank. Also bei Teil 2, da hast du auf den Gegner eingesäbelt, du hast da nicht gewusst, wann du den triffst. Das war als Trefferfeedback, also weit unter 0. Ja? Das war schon, weiß ich nicht, Trefferfeedback minus 20 Grad oder irgendwie so. Aktuell läuft's gut, ohne Raytracing, auf Medium Grafik 60 bis 100 Frames. Ja, okay, das 60 bis 100 Frames ist akzeptabel. Ist sehr akzeptabel. So, Pfeile. Ja, ich muss dann noch mal ein wenig einlunzen, weil ich hab mir's... Das war eigentlich wieder so ein richtiger Bilderbuchmoment für den Bazi, weil ich kauf mir ein neues Spiel und kann's erst, wenn überhaupt, heute ein wenig spielen. Ja, wenn wir da mal schauen. Manchmal gibt's... Ah, da hinten ist er... Da hinten liegt irgendwas, ja. Ah, stimmt, da hat's ja... Ja, richtig, da hat's ja so Items in die Level gegeben, da wo du instant vor mir aufsteigst. Alter, warum kann man denn... Wie gut kannst du ein Spiel musikalisch untermalen? Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs? Yo. So, da haben wir einen Felsen aufgewerfen. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie man mit einem Felsen einen Geister werfen soll, aber es funktioniert. So, weg mit dem Schildfutzi. Drop natürlich, wenn Cutscenes gelohnt werden, aber ist verschmerzbar. Ja, das Spiel, musst du jetzt sagen, das Spiel frisst halt brutal. Das schaut halt optisch so brutal aus, und dass da der eine oder andere einfach in die Knie geht, das ist... Ja, das ist irgendwo verständlich. Und dann kommt halt noch der Fakt dazu, wenn du streamst, wo es eh nicht wenig Leistung zirkt. Oder, was heißt wenig Leistung zirkt? Das geht halt auf die Ressourcen, sage ich mal. Und wenn du dann noch so ein Banger-Spiel hast, ja... dann ist es verständlich, irgendwo. Also, von daher, ich darf es aber trotzdem jedem, der PS5 oder der Series X hat, das Game... Ja. Das war ja mein Hintergrundgedanke, dass ich sage, ich kaufe es mir jetzt lieber für Konsolen, weil... Erstens einmal ist es sowieso ein rein Singleplayer. Und zweitens einmal habe ich einfach... Das bisschen, was ich bisher gesehen habe, ich habe keine Probleme. Ich habe keine Frame-Drops nicht, ich habe keine Ruckler nicht. Also, ich darf es auch tatsächlich aktuell an jeden raten, dass, wenn er es halt eher eine entsprechende Konsole hat, dass es für Konsolen halt. Man, gut, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Day-One-Patch gegeben hat. Ich war eben nicht mehr im Spiel drin, seit ich es gekauft habe. Aber das bessern sie ja mit Sicherheit noch nach. Also, alles andere das war ja lächerlich. Ja, Pfeile OP. Es ist und bleibt ein rein Singleplayer-Game, von daher, ja, deswegen hat man ja gesagt gehabt, ich kaufe mir es für Konsolen. Wenn es jetzt ein Multiplayer-Spiel geworden war, dann hätte ich gesagt, okay, ich warte, bis das der PC, bis das im Reinen ist. Aber, wie gesagt, Singleplayer
Hat's einen Patch gekriegt? Seitdem läuft's bei mir besser. Okay. Ja, gut, das werden, wie gesagt, die werden das auf Dauer sowieso entsprechend nachbessern. Da bin ich mir eigentlich sicher. Muss so sein, geht nicht anders. So, wieder Geister zusammenzipfen. Sehr gut. Im Nebel. Arschloch, du, jetzt habe ich so ein schönes Streak gehabt. Perfekt. Ich mach's einfach wieder. Wie weit bist du jetzt schon? Ja, gut, du bist so deutlich vor mir. Wahrscheinlich, weil ich, wie gesagt, gestern überhaupt nicht springen können. Zauber lernen sie halt nicht von allein. Ja, man muss schon, wenn man schon das Privileg hat, in Hogwarts aufgenommen zu werden, dann muss man halt schon dahinter bleiben, gell? Ich meine, die drei unaussprechlichen Zauber da, ne? Crucius und so weiter. Aber die Welt ist nicht unfassbar groß. Also, schon cool, schon cool. So. Ja, die Toten haben smart. Bin gerade in der verbotenen Abteilung der Bibliothek rein. Sehr gut. Gleich mal aus der Reihe tanzen als Vorzeigeschüler. Ich hab gut durch den Geist durchgehauen. Ja, perfekt. Das ist das erste Mal so richtig Kampf-Action. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich komme nach dem Stream noch ein bisschen dazu, weil ich habe ja heute Tennistraining auch noch. Ja, das ist wieder so. Wahrscheinlich komme ich die nächste Zeit gar nicht dazu. Ist halt aber auch der Grund, warum es überwiegend, also was heißt überwiegend, warum ich es privat spielen will, weil ich erstens einmal weiß, dass ich ab nächster Woche nicht mehr so viel Zeit habe für Streaming und zweitens einmal, weil das Spiel wahrscheinlich so groß ist, dass ich es allein im Stream nicht unterbringe. Selbst wenn ich jetzt voll aktiv noch dabei bleibe. Ja. Ah, perfekt. Oha, da können wir Gegner mit leben. Lul. Ja, perfekt. Stimmt, da hat es einzelne Gegner gegeben, die haben einen Lebensbalken gehabt. Ah, das ist schon einiges wieder vergessen, ne? Einiges. Du unterschätzt die Sturheit der Zwerge, mein Freund. Ja, wahrscheinlich. Es ist nicht mehr weit. Au. So. Mal schauen.
Ah ja, wir können als Aragorn eine riesige Steinstatue einfach umkippen. Ja, toll. Macht Sinn. Das ist das Haupttor. Wie kommen wir da durch? Also, da werden wir wahrscheinlich eine Kurbel kurbeln müssen. Ah ja. Oh. Ach, schau, die gehen oben wie Putte. Ja, perfekt. Nice. Easy. Oh. Machen wir einer. Ah, und noch mehr einer. Sehr gut. Die 3 lustigen 4. Perfekt. Ja, die Level, man sagt, die Level haben deutlich länger wie im zweiten Hier Teil. versammeln sich die Toten. Wahrlich ein Ort des Bösen. Was auch geschieht, wir müssen hinüber. Müssen wir 35 Story umhauen. Ja, der Legolas hat irgendwie ein Problem mit unserem Doden. Müssen wir ihm ein wenig helfen. Ja, geht aber eigentlich gerade relativ flüssig. Oh, perfekt, Modus. Perfekt. Mehr Erfahrung. Immer mehr gut. Oh, da war wegen daneben. Scheiße. Oh, perfekt, Gimli. Nice. Okay, das waren alle. Endlich weg hier. Jetzt verstehe ich, warum die Menschen diesen Ort fürchten. Hier entlang. Momentan ist mir jeder Weg recht. Aragorn wird seine Angst überwinden müssen. Als König muss er sich Sauron stellen und all diejenigen vereinen, die Mordor fürchten. Ist eine Szene aus dem ersten Teil, by the way. Müssen Aragorn und seine Gefährten den Willen des Königs der Toten brechen. Nur Isildurs Erbe vermag die Toten in ihre letzte Schlacht zu führen. Gelingt ihm dies nicht, waren all unsere Mühen umsonst. Ja, ja, nice. Cooles Level. Cooles Level. Oh, geht da noch mehr Level, meinst du? Ah, nein, da geht kein Level mehr. Schade. Na, sehr gut. Immerhin.
So. Jetzt sind wir auch mit dem Aragorn auf Stufe 3. Das ist gut für uns. Kaufe ich eigentlich gleich auch mit die Fähigkeit dort. Zorn des Waldläufers. Nehme ich auch mit. So, Pfeil der Dunedain nehmen wir mit. Schwertmeister Gondors und Stärke der Felsen. Genau, mehr brauchen wir eigentlich dabei eh nicht. Können wir uns die Punkte eigentlich dabei mal sparen. Ja, perfekt. Jetzt auf, bei Potter zu reden, ich will auch. Ich wollte mir gestern schon wieder alle Teile anschauen. Ey, ich hab mir jetzt Teil 5, 6 und die 2 7 quasi angeschaut, letztens. Ja? Coole Filme, auf jeden Fall. So. Das Spiel ist einfach zauberhaft. Also richtig Bock drauf. Man hat es ja aber die 5, 6 und 7 dieser Trilogie. Du hast ja fast. Du hast uns wieder mal durchschaut. Ja? Mit deinem Scharfsinn. So. Beim Aragorn gang es jetzt, beim Pfad des Königs gang es jetzt weiter mit dem König der Toten. Ja? Machen wir nachher. Jetzt nehmen wir einen anderen Weg. Jetzt gehen wir mal den Weg der Hobbits. Die Flucht aus Osgiliath. So. Du hast jetzt, also beim Weg der Hobbits ist es so, du kannst vorläufig nur mit dem Sam spielen. Ja? Und Frodo kannst in genau einem Level spielen. Also im Main Game zumindest. Ne? Scharfsinn, weil ich alle bäh finde, vielleicht. Mein Herz ist voller Hoffnung und Trauer. Denn um meinen Plan zu vollenden, muss ich den Kleinsten von uns der größten Gefahr aussetzen. Stets trachteten die Mächtigen nach dem Ring. Und immer sind sie gescheitert. Isildur! Das Schicksal hat mir einen Hobbit geschenkt, der vor den Versuchungen des Rings gefeit zu sein scheint. Ja, eigentlich nicht. Aber hier kann er nicht bleiben im Auenland. Nein. Nein, kann er nicht. Doch bei aller Tapferkeit, Frodo allein kann diese Bürde nicht tragen. Er braucht einen Gefährten. Du kriegst es mit mir zu tun, du langes Elend. Und jemanden, der die Pläne des Feindes kennt. Und die Wege nach Mordor. Alle drei sind an das Schicksal des Rings gebunden und aufeinander angewiesen. Wir versprechen zu tun, was Sie von uns wollen. Wir versprechen. Du weißt den Weg nach Mordor. Während wir Saurons Aufmerksamkeit auf uns ziehen, müssen sie den Ring zu den Feuern des Schicksalsberges bringen. Doch sollten sie gefangen genommen werden, war alles umsonst. Dann wäre alle Hoffnung verloren. Der Hobbitweg hat mich damals so aufgeregt. Warum das? Was hast du vor? Wo willst du denn hin? Herr Frodo! Runter! Kommt jetzt, Hobbits. Langer Weg noch zu gehen. Smeagol zeigt So. euch den Weg. Weil ich nicht überrissen habe, wie man den fetten Gegner killt. Das sage ich dir jetzt noch. Ich weiß halt genau, welchen Gegner du meinst. So. Ich hab ihn! Sie haben fetten Hobbit gesehen. Sie haben einen fetten Hobbit gesehen. Typisch Gollum. Gollum und seine Sprüche. Der Sam wirft übrigens mit kleinen Dolchen. Hier sind garstige Orks. Ja, die haben hier. Holt euch diese Schwächlinge!
Da. Sam sticht über so einen schönen Spitball rein. Zauberhaft. Mittlerweile war's das? Okay. Boah, ja, stimmt, da war ja das. Da hast du ja bei vom Nazgul verstecken müssen. Der Nazgul kommt zurück! Er hat uns in die Falle gelockt! Genau, du musst immer in einen Unterstand rein. Da wo er den nicht packen kann. Dann geht die Anzeige da oben rechts wieder nach unten. Seht ihr das? Wenn ich da in so einer Überdachung stehe, geht das Nazgul-Symbol nach unten. Ich fand da, ja, das DS-Game mega cool früher. Das DS-Spiel, also da hat es ein DS-Spiel gegeben? Zurückkehr des Königs? Ernsthaft? Garstige Geister verfolgen den Herrn. Stirb! Wir haben das gefunden. Ja, wir runter jetzt. Smeargold zeigt es euch. Guter Smeargold. So, Achtung, Sneaky Peeky Kill mit dem Dolch von hinten. So, es gibt nichts Garstiges, um am Golem mal ein bisschen zu zitieren, wie ein Dolch an Arsch eine zum Werfen. Oh, das war noch Game Boy Advance. Ja, das habe ich gewusst. Game Boy Advance, habe ich aber selber nie gespielt. Ja, warum sollte man das Game Boy Advance Spiel spielen, wenn man das PlayStation 2 Spiel hat? Ja, das ist die Frage, die in mir steht. Es war wie ein Diablo-Aufbau quasi. Okay, das sollte man vielleicht auch mal anschauen, ja, wie das damals gewesen ist. Oh. Vorsicht! Er führt uns geradewegs in die Schlacht! Ja, Schlacht und Herr der Ringe, das passt zusammen. Ja, okay, dann schaut man das so aus. Hilfe. So, perfekt. Pfeile und ein bisschen Gesundheit. Nice, nehmen wir natürlich mit. Und du, wenn da schießt da irgendwer mit einem Pfeil. Achso, das bist du, ja, okay. Dürfen nicht bleiben, sonst sehen sie uns. Weg, weg! Ja, er mit seinem scheiß Bogen da üben. Also ich sag jetzt mal so, ja. Ich sag jetzt mal so, Rückkehr des Königs kommt schon sehr nah an der God of War dran. Also es gibt ja nicht viele gute Hack'n'Slays, aber die Rückkehr des Königs ist eines der guten Hack'n'Slays. Ja, da kommt der Nazgul-Sepp wieder daher. Der Ring ruft ihn, Sam. Bald hat mich das Auge gefunden. Dann mach deine Augen zu, zipp mich rum. Na gut, ja. Verpiss dich jetzt, du Schwulschädel! Oh, einen ins Pippel. Oh. Oh, fuck, wir sollten uns vielleicht mal ein wenig beeilen.
Anzeige geht nach oben, Anzeige geht nach oben. Hui, das war knapp. Kommst denn du jetzt her? Zupf dich. Vor allem so treffsicher musst du als Sam erst mal sein, dass du ungefähr 50 Meter Messer wirfst und das sogar voll einschluckt. Jetzt lebt der immer noch. Stirb! Okay, dann halt nicht. Vielleicht war er früher im Zirkus als Messerwerfer. Mal vorher der Ringe musst, vor der eigentlichen Zeit. Ja, Herrgottsseele, es ist aber Zeit, dass du mir stirbst, okay? Wir müssen von den Dächern runter. Ja. Gesundheit mitnehmen. Also halt einfach mal oben über die Leute dann. Ja. Oh, leck. Okay, das kannst du in keinem Spiel heutzutage mehr sagen. Ja? Bist ja ein toller Führer. So, okay. So. Boah, ja, da kommt jetzt gleich so eine Sequenz mit der Glocken. So, Gesundheitstrank. Hui. Das hat gebimmelt, Freunde der Sonne. Wir haben es geschafft. So, nice. Perfekt. Also als Gärtner fängt man doch bestimmt irgendwann mal an, nach neuen Wegen zu suchen, so einen Busch zuzuschneiden. Wie meinst du, wie kommst du jetzt so drauf? Na, einfach immer bewusst jeden Gegner mitnehmen, weil mehr Gegner haben, ich sag nichts, haben mehr Erfahrung hast, mehr Aufstiege. So, dann mal warten, bis das die Anzeige wieder runtergeht. Ach so, ja, das stimmt, der ist ja bekanntermaßen nicht nur Hobbygärtner. Ja. Da kann es natürlich sein, dass er sich den einen oder anderen Messerskill angeeignet hat. Da müsste er aber rein theoretisch eher mit Heckenscheren durch Gegend werfen. Ja, mit so, ne? Warte mal, ich muss einmal den Schützenzeppen da weg, weil der nervt mich gerade ein wenig massiv da. Zupfe. Oh. Ah, los, mei. Weiter, Herr Frodo. Sie suchen den Ring. Ja, dann soll ich dann halt suchen. Garstig. Sie dürfen euch nicht sehen. Du kichtelst da noch einen umeinander, da gehst her. Das Kopfkino sind mit Heckenschere, das ist kein Witz. So, da haben wir jetzt alle. Hoffe, denke, glaube ich.
Ja. Da können wir mal voll auflohnen. Dann fällt der schon mal... Alter, das geht sogar bis da hinten. Sogar den treffen wir. Wow. Nice. Ja, Gesundheit wieder auffüllen. Au. Hier, keine Zeit mehr. Wir müssen fort. Rasch. Erst einmal Gegner zusammenzipfen. Gehen wir da hinten hin? Da können wir gar nicht hin, oder was? Wir werden halt einfach Messer ins Gesicht, weil warum nicht? Guten Morgen, sind wir mit der zwei Türme schon fertig? Sei, habe ich die Ehre? Ja, haben wir ganz zügig beendet. Wir haben im dritten Level des dritten Teils. Dem besten Herr der Ringe-Spiel ever. In meinen Augen. Reppi, habe ich die Ehre. Guten Morgen. Grüß dich. So, da werden wieder so Ork-Idioten da. Nur noch ein Weg. Perfekt. Ah, da ist noch einer. Da ist der. Noch einer. Das haben wir alle, oder? Ja. Alles ist überflutet. Wir Ja, kehren immer. nicht um. Wir gehen weiter. So, der Lucky, also da, besser gesagt, da vorne kommt jetzt dann gleich ein Gegner, ne? Der hat's gewaltig in sich, und den auf herkömmliche Art und Weise zu bekämpfen ist nicht einfach. Erstens einmal, weil er sauber aushält und zweitens einmal, weil er verdammt viel Damage macht. Und du musst aber irgendwie an dem vorbei, weil da hinten, wenn mir nicht alles täuscht, ein Tor ist, was man in T kurbeln muss. So, da gibt's aber jetzt dann einen Trick, beziehungsweise eine Fähigkeit, wie du den ziemlich simpel, ziemlich schnell ausschalten kannst. So, das werde ich jetzt sagen. Ich hoffe, ich kann es noch. Okay, dann gehe ich meine Mod-Tätigkeit weiter noch. Chat, sauber bleiben. Ja. Der Chat ist immer sauber bei uns, was ich sehe. Spion aus Gondor, bring sie mir! Leichte Beute, Jungs! So. Oh ja, wir riechen frische Luft. Zupfte! Ja, genau, den habe ich. Ich habe genau gewusst, was du für einen Gegner meinst. So, das ist der Dicke dahinter. Der mit der Energie. Der ist wahrlich nicht ohne. Der ist ziemlich stark. Jetzt muss ich nur schnell schauen. Ich hoffe, ich kann das überhaupt schon. Warte mal schnell. Sam Level 3. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon machen kann. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich hoffe. Ja, werden wir gleich sehen. Aber davor schalten wir die anderen Gegner aus. Jetzt weicht die Drecksau einfach aus. Mal schnell. Mein Gott! So, das ist einer gewesen. Das war 2. Dann ist noch einer. Man will nicht gegen ihn und seinen ganzen Trupp da kämpfen. Ich glaube, das müssen alle gewinnen sein. Er wird uns Ja, geht. Man nimmt einfach die Fähigkeit und dann verkacke ich es, weil ich mich an der Tasten verirre. Ja, und der hat eine verdammt viel Rüstung. Ja, blöd, jetzt müssen wir warten, bis das die Ding wieder abläuft. Ich hab mich an der Tasten verdruckt. Normalerweise läuft es so ab, du machst die unsichtbar, ja, weil das ist die Fähigkeit des Hobbits.
und dann machst du einfach sneaky peaky von hinten einen Gnadenstoß, weil das zählt dann und dann ist er One-Shot im Endeffekt. Aber du kannst dem, soweit ich weiß, erst einmal nichts anhaben. Du müsstest dem mit schweren Angriffen die Rüstung runterwerfen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, es geht, okay, es geht auch so. Okay, nice. Okay, nevermind. Man kann auch so machen. Okay, lul. Vorführeffekt, ich kann das. Lucky, so geht's, by the way. Lauft weg! Wird wieder ein Level. Das Meer rettet uns. Schnell, Hobbits, schnell! Seht, seht! Wir haben euch hinausgeführt. Smeagol, passt auf Herren auf. Smeagol wird uns nicht wehtun. Aber noch kommt der Ring den Feuern des Schicksalsberges näher und bringt alle, die ihn begleiten, in große Gefahr. Wo bist du? Herr, passt auf uns auf. Angel, sag das mal meinem 10-jährigen Ich. Deinen Hals umdrehen! Töte ihn! Töte ihn! Töte sie beide! Ja! Nein, nein! Er ist zu gefährlich! Er ist zu gefährlich! Wo bist du? Smeagol? Wir könnten sie es tun lassen. Ja, sie könnte es tun. Ja, mein Schatz, sie könnte es. Und wir nehmen ihn, sobald sie tot sind. Sobald sie tot sind. Kommt jetzt, Hobbits. Langer Weg noch zu gehen. Smeagol zeigt euch den Weg. Folgt mir. Gollum hat mir früher als Kind voll Angst gemacht. Ja, das kann ich verstehen. Birgit, das kann ich durchaus verstehen. Naja, immerhin. Kriegen wir noch 2000 Bonus. Perfekt. So. Schaffen wir bisher mit jedem Charakter immer schön auf Level 3. Das ist gut. So. So, wir nehmen aber as always eigentlich immer relativ die gleichen Fähigkeiten. Giftklinge nehmen wir mit. Haltiers Umhang. Und Stärke der Felsen für mehr Gesundheit. Und mehr haben wir ja noch nicht. Perfekt. Ja, macht Laune. Macht auf alle Fälle. Man kann das Spiel übrigens, oder hat das damals sogar im Koop spielen können. Ja? Also bis zu 2 Personen. Gut. Ah, das nächste war schon Kankraslauer bei den Hobbits. So, wir haben jetzt aber erst einmal mit dem Zauberermann weiter, mit dem Gandalf, mit der Weg nach Isengard. Perfekt. Ah ja, okay. Anzeigeback. Es war nicht allein der Zufall, der Merry und Pippin nach Fangorn führte. Lauf, Merry! Er spricht, Merry. Der Baum spricht. Baum? Ich bin kein Baum. Ich bin ein Ent. Wir Ents haben uns sehr lange Zeit nicht um die Kriege von Menschen und Zauberern gekümmert. Doch nun wird etwas geschehen, was seit einem Zeitalter nicht geschah. Die Ents ziehen in den Krieg. Kommt, meine Freunde, der letzte Marsch der Ents. Der epische Marsch. Was in Epische Helms Marsch. Klamm begann, wird nun ein Ende finden. Isengard muss gereinigt werden.
Und im Schatten von Fangorns Wäldern werden Sarumans Uruk-hai keinen Unterschlupf finden. Metalband wo? Wie? So heißt sie noch eine Chico. Ah ja, Lul. Steigt auf von Isengard. Und du kommst zu später Nee. Stunde hierher, um mich um Rat zu bitten. Spei kaputt, oder was? Ja, Spei kaputt. Gut, dass man... Ja, nice. Das vergeht ja momentan kein Stream, wo nicht irgendwas ist, ne? Gut, dass das Spiel eigentlich fast eine Autospeicherfunktion hat, ne? Sonst darf man jetzt wieder durchstellen, wie bestellt und nicht angehört. Also natürlich wieder zauberhaft, das schaut auch sehr gut aus, da. Das schaut auch perfekt aus, wenn du mich fragst. So, Moment. Den brauchen wir. So geht's her. Da komm ich schon, achso, der Dingens, der Baumbart, ja, der hat als Death Metal Baum durchgehen, wenn du mich fragst. Und so her. Ja, ich glaube, der Baumbart hat da ein paar Astel mehr in sich eingezogen, damit er sich so anhört, wie er sich anhört. Sei. Also da müsst jetzt, glaube ich, schon ein bisschen anders Zeug zu dir nehmen, damit du dich so anhörst. So. Ah, zauberhaft. Zauberhaft, wenn man ein Spiel einfach, ne? Wenn ein Spiel einfach von selber speichert. Mehr oder weniger. Okay, was ist das harte Zeug? Ja, das ist will ich jetzt nicht sagen. Fangorn führte. Lauf, Mary! Er spricht, Mary. Der Baum spricht. Da haben wir es nochmal. Ich bin kein Baum. Ich bin ein End. Wir Ents haben uns sehr lange Zeit nicht um die Kriege von Menschen und Zauberern gekümmert. Doch nun wird etwas geschehen, was seit einem Zeitalter nicht geschah. Die Ents ziehen in den Krieg. Kommt, meine Freunde, der letzte Marsch der Ents. Und was in Helms Klamm begann, wird nun ein Ende finden. Isengard muss gereinigt werden. Und im Schatten von Fangorns Wäldern werden Sarumans Uruk-hai keinen Unterschlupf finden. Ah, jetzt mag's. Perfekt. Rauch steigt auf von Isengard. Und du kommst zu später Stunde hierher, um mich um Rat zu bitten. Warum muss ich bei der Szene immer am Bürger denken? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das ist doch der Grund deines Besuchs, oder, Freund? Das ist keine Gefahr. Boah, jetzt haben wir mal Fähigkeiten, Freunde. Aber wir schön, wir schön unser Zauberstab leicht. Sehr schön. Geht ihr nach Isengard. Ich kümmere mich um sie. Ja, der Oma mit seiner scheiß Armbrust. Da ist der. Jetzt aufgemerkt, wer hat Lust auf Peng Peng? Hat wer Lust auf Peng Peng, ist die Frage. Oh, Freunde der Sonne, wo Peng Peng Verfechter wo? Aber da war Peng Peng, Freunde. So ein richtig großes Peng Peng war da. So ein schönes großes Peng Peng. So, aufgemerkt. Lust, sehr gut. So. Ja, ich glaube, das ist kaputt. Das hat mich damals als Kind so geflasht. Oh, scheiße, da hat sich der Zauber am Baum verfangen. Achtung, aufgemerkt. Das ist schon geil. Geht der Zauber durch Shell durch? Ja, nicht ganz.
Weil es schaut so ein bisschen aus wie die Urknallattacke vom Vegeta, ich weiß auch nicht. Nach den Kalt, Jungs. Jetzt weißt du warum. Ich wurde zurückgeschickt, um deine Untaten ungeschehen zu machen. Du bist es doch, der den Unschuldigen Angst macht. Ja, dezent daneben geschossen, perfekt. Aim ist wieder am Start. Geh du da hinten weg mit deiner Armbrust. Ich hab einen fucking Zauberstab. Ich bin's, der Harry Potter, hab ich gehört. Birgers, haut du Schnackseln mehr, das sag ich nicht. Hä? Wie kommst du jetzt von Peng Peng auf... Okay, der Seid ist weird. Mal niedergestochen den. Ah, wenn wir da mal schauen. Ah, da ist ein Kontrollpunkt, perfekt. Au. Saruman, die Bäume. Na, beim Baumbad oder wie der heißt. Wie kommst du von einem Baummenschen auf How to Schnackseln? Weil er steife Äste hat oder wie? Oder, hä, verstehe die Frage nicht. Zweige suchen, ihre Äste zermalmen und ihre Wurzeln begraben die Ruinen deines Wahnsinns. Verbrennt sie alle. Niemand wird ihnen nachleiden. Ja. Oh, da müssen wir wieder Orks zusammendödeln. Sehr gut. Orks zusammendödeln mag ich gern. Das ist gut. Hey, mir hat der Ork wahrscheinlich. Mir hat der Ent über den Haufen gerannt. Au, der macht sogar... Was ist nicht der Scheiß? Der macht sogar mir Schaden. Das ist ja voll unfair. Hallo, da ist ein Zauberer. Kannst du mir deine Augen aufmachen? Oder haben die zugewachsen? Gut, eigentlich kommt jetzt da warten, bis das die Ents das machen, aber... Naja, haben wir zum Zusammenschlagen noch. Ja, offensichtlich. Wer ist gegen Eng nicht schwach, bitte? Mögen die Valar euch beschützen! Ah, da laufen mehrere. Da geht's her. Hallo? Ne, wir spielen mal Fangstall. Okay, nice. A Dendrophilie, Geilheit auf Bam. Ja, so genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf gehabt. Diese Bäume sind ein Möchtest du uns damit quasi sagen, du stehst auf Bäume, oder wie der wir das verstehen? Sie sollen brennen, bevor sie alles Leben in ihrer Nähe vernichten. Du bist quasi Vegetarier. NKF1, Entschuldigung. Nur die Szene im Video, okay. Ah, und man über den Haufen verzaubert. Gut, 10 Nordfeier. Ich. Boah, lecker mal, warte mal, wir haben da noch was anderes. Oder haben wir das nicht gekauft, ja? Weiß ich nicht mehr. Ah, das haben wir nicht gekauft, okay. Oder hätte ich eigentlich schon gemeint, dass wir das gekauft hätten, aber gut. Hey, ganz langsam, Brauner. Oh, jetzt müssen wir... Ja, jetzt kesseln sie mir ein, ist eh klar. Das war aber knapp.
Eingekesselt werden, ungeil. Ungeil. Oh, Isengard. Isengard, Freunde der Sonne. Ich habe Annäherungsverbot in die Kaufhäuser in der Küchenabteilung wegen geiler Laufen. Oh, da ist... Deine Tage sind gezählt. Da ist wieder Peng Peng. Aber du tust mir leid. Ja, den hast. Da muss mal mehr Silvesterfeier gemacht werden, da erinnert hätte ich. Aufgemerkt. Das ist halt schon geil gemacht gewesen. Vor allem, wir reden von der PlayStation 2, Freunde der Sonne, gell? Ja. Vor allem, das schallert so richtig schön. Warum kann ich den jetzt nicht kaputt machen? Ah, jetzt. Vor allem, wie visuell das dargestellt worden ist zu damaliger Zeit. Das ist eigentlich schon richtig stark gewesen. So, kannst du ihm sein Shell über den Haufen zaubern. Sehr gut. Ah, da hinten ist wieder so ein Stor, wo man aufsteigen wo. So, perfekt. Okay. Vor allem die Fähigkeiten fühlen sich teilweise so richtig, also, ne, wenn du auf dem Headset hast, das fühlt sich so richtig massiv an. Für mich ist PlayStation 2 immer noch größer als PlayStation 3. Wenn du in der Ära aufgewachsen bist, ja, da ist fast so unterschreiben. Saruman, Gandalf kommt nach Isengard. Aber nicht, um dich um Rat zu bitten. Jetzt halt per Webmodus und keine Gegner, ja toll. Bazi-Stream hängt nur bei uns, was? Wo? Also bei mir läuft's flüssig. Bei mir läuft's flüssig, das muss bei Eichling. Einmal in Eilona. Einmal neu laden, dann soll jetzt wieder gehen. Also bei mir scheint es flüssig zum sein. Hier hängt nichts, Bazi steht wie eine 1. Was? Einfach mal in Eilona, Birgit. Alter, wie viel Schaden das macht. Da kommt jetzt stark an uns. So, da lassen wir uns jetzt ein bisschen Zeit, weil da kommen nämlich noch ein paar Gegner. Also den einen oben, den rotzen wir weg. Und den zweiten auch noch. Weil wir müssen jetzt im Endeffekt verhindern, dass die Bogenschützen auf den End schießen, damit er den Damm da brechen kann. Da kommen aber immer von Zeit zu Zeit mehr Gegner. Und das ist ja Erfahrung für uns. Quasi. Bei uns hat es gerade gehangen als alles unscharf. Hab's neu geladen, jetzt ist es flauschig. Sehr gut. Ich fand's total gut, dass Groot die eine Gastrolle in der Herr der Ringe gegeben hat. So. Ja, true. Groot is everywhere. Okay.
Au, 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 au. Hey, ich bin ein alter Mann. Was ist mit euch los? Aber was ist mit dir, Herr Geschissener? Da rutzt mir ihm da unten mal über den Haufen. Hey, hier geblieben. Hallo? Tupf dich. Uruks und Orks über den Haufen schießt, ist einfach zauberhaft. Nein, aus, Pui. Maul, ey. Ah. Da kommen aber ganz schön fein noch. Bleib mir am Arsch. Ist nicht der Herr der Ringe der Geschäftsführer von Audi? Da waren 4 Herr der Ringe. Die haben nicht nur einen Sauron seinen Ringnummer, sondern noch die 3 Ringe der Macht. Dass immer irgendwelche Unsympathen geben muss, die wo dann zu zweit angreifen. Jetzt glaube ich, haben wir wohl. Gut. Also wenn gleich 2 Zuschauer weniger sind, die alle über uns bohren, randaliert ja nicht so da. Ja, macht nichts, Birgit. Wenn ich 90 bin, möchte ich auch mal angeschlachten gehen wie der Gandalf. Ja, was der Funfact ist, der Gandalf ist ein bisschen älter wie 90. Aber wenn er im Film ausschaut wie 90. Ah. Jetzt kommen wieder alle aus der Versenkung, oder was? Ah. So, dass es auf mich. Okay, ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Matze, dann habe ich nichts gesagt. Ich meine, das ist so das neue Hobby für 90-Jährige, oder? Orks kaputt schlachten. Orks kaputt schlachten und über den Haufen zaubern. Es ist ja quasi zauberhaft. Oh ja, Gesundheit, nice. Ich würde sagen, da ist noch einer. Na, du bleibst stehen da, hau ab jetzt. Oh, noch mehr Gesundheit, nice. Ja, nicht so, dass wir es noch mit Brei hatten, aber... Noch mehr Gegner. Schaut gerade nicht so aus, okay. Und tschüss dann. Ist noch mehr einer. Zählt fix. Jetzt. Ja, coole Mission. Gefällt mir. Ja, ich schicke mein Headset gleich auf.
Oh, da ist einer zintig, Freunde der Sonne. Da ist jemand zintig.